Voller Tatendrang geht's weiter hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ja, bereits der vierte Part, Leute, und ihr seht schon, da unten steht Speerfeld. Erdgewundener, unsterblicher Asila Piscu, den kenne ich noch aus dem Spiel Yu-Gi-Oh! 5Ds Reverse of Arcadia. Ja, natürlich die Frage, was erwartet uns da? Ist einfach nur ein erdgewundener, unsterblicher selbst? Müssen wir gegen den kämpfen oder kommt noch ein finster Auserwählter? Oh Mann, wir werden es gleich rausfinden. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Egal, komm schon, wir schaffen das. Du kannst dieses Feld passieren, wenn du eine bestimmte Karte hast. Ja, das natürlich besitzt nicht. Ja, ich weiß auch, dass ich nicht besitze. Dankeschön. Ich brauche zuerst die Karte, bevor ich da reinkomme. Na, ganz toll. Das geht natürlich jetzt sehr schnell. Aber egal, ich kämpfe erstmal gegen Welly. Wenn es irgendwie geht. Hallo? Wie kann ich jetzt... Hoch! Hey, wieso geht das nicht? Crazy. Gut, gehen wir mal so durch. Problem nochmal. Dann gegen Welly wird unser aktuelles Deck. Ja, toll, eine AP wird das reichen. Also muss da nicht unbedingt schon mein... Hallo, wie kommen wir da nicht durch? Die wollen mich jetzt wohl verarschen. Hä, was ist jetzt los? Nochmal AP, vielleicht brauche ich mehr AP. Alter, was ist denn los? Ich komme nicht bei Welly durch. Was soll denn der Quatsch? Hey, was zum... Einfach Quatsch mit ihm? Ach so, braucht 3 AP. Ja, jetzt sehe ich es auch. Mensch. So, 4 AP wird das wohl reichen, oder? Ja, jetzt aber, gut. Du bist Michael, oder? Ich bin Welly, ein guter Freund von UC. Schön, dich kennenzulernen. Ja, von mich auch kleiner. Oder kleine. Ich sehe es immer noch nicht, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen sein soll. UC wird natürlich gewinnen, aber das sollte ich nicht entmutigen, Michael. Also legen wir los, bevor uns hier irgendwelche Turniermitarbeiter finden. Ja, von mir aus. Wenn du dich auf ein langsames Feld bewegst, werden die mehr AP als bei anderen Feldern verbraucht. Naja, aber irgendwie klar, war gut. Nochmal AP-Roulette. 2, also irgendwie aber momentan ungeheuerlich mit dem AP. Kann man schon gleich nochmal... Mann, wir sind so wenig. Leute, ich glaube, ich mache das künftig mal offscreen. Hier die AP sammeln, bis da irgendwie mal 99 haben und dann geht's da rund. Alter, wer ist mal mit 4? Naja, 3 immerhin. So, jetzt reicht es aber bewegen. Nicht eben so hoch will ich. Larry, ein Schwächling. Ja, das ist natürlich ein guter Name für ein Deck. Wenn ich in die Stadt zurückkehre, dann als King. Alter, was in der Fresse, ey. So von der... Ja, doch, von der Gesichtsform her erinnert er mich ein bisschen an Arnold. Hey, Arnold! Alter. Ja, das habe ich früher zwar auch nie oft geguckt, aber trotzdem, wenn du das einmal gesehen hast, dann brennt es irgendwie bei dir ein. So. Schauen wir mal als erster. Also dann, Larry, es ist Zeit für ein Duell! Mal gucken, wa? So, Pistolendrach. Oh, viel. Oh, hey, Leute, hör am Laufen, du Quatsch. Alter. 5 Karten auf der Hand, 3 Tributmonster, doch Spinne. Okay, wer das schon wieder? Feindliche Mega-Cyber kann ich doch rufen, wenn der Gegner 2 Karten hat. Oder mehr, als du im Spielfeld hast. Ach so, alles klar, Kumpel. Nun gut, Larry, jetzt bist du fertig. Als erstes mal Monster-Verteidigungsmodus. Und dann spiele ich noch eine Karte verdeckt. So, Kumpel, du bist dran. Du Scheiße, noch in den Deck, hey. 4 Karten, 4 Monster auf der Hand, 3 davon Tributmonster. Das kann ja heiter werden. Was ist denn das für eine Karte? Nuchita. Der ist ja voll geil auf Lebenspunkte. Sieht ja toll aus. Neu gemischt, toll. Also gut, Kumpel, jetzt bin ich wieder dran. Sieht doch schon mal warm an. Na toll, ist eine tolle Starthand hier. Alles klar, Kumpel, jetzt mal Zeit für eine Tributbeschwörung. Ich opfere meinen Felsenkrieger und rufe Testelos dem Feuersturm nach. Ja, Mann! So, welche Karte wähle ich denn? 100, 200? Stufe 1 oder was? Will mich jetzt verarschen? Stufe 2. Murmeltier der Rachlosige, alter Schwede, so ein schwaches Teil. Testelos, greif an mit einer mächtigen Flammenattacke.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so der Deckname, der passt ja, wa? Alter Schwede, gut. Das war's mal vom ersten für mich. Du bist da dran. Meine Güte, hey. Murmeltiere. Was, noch einer? Versuch's dort, das bringt nichts. Oh, 88. Eine Schnapszahl. Ja, ich weiß eine andere Zahl, aber die kenne ich ja weniger als Schweizer. So, Spielerwechsel. Ich bin da dran und ich ziehe. Ich hoffe, was Gutes. Explodiert der Drache, naja. Zu 0. Wieso eigentlich nicht? Ich rufe im Angriffsmodus den Explodierdrachen. Tja, Kumpel, jetzt wird es gleich richtig heiß. Explodierdrache. Vernichtet ein verdecktes Monster. Attacke! Denn ich dürfte so durch seinen speziellen Effekt keinen Schaden kriegen, auch wenn... Das war alles? Alter, 0 Verteidigung, 0 Angriff. Ist nicht zu gebrauchen, ey. Teslos, Feuersturmmonarch. Direkter Angriff auf Lewis Lebenspunkte. Ja, scheiße, Mann. So. Und das war's dann mal, Larry. Du bist dran. Jetzt geht's doch rucki zucki, Leute. Keine Sorge, den kriege ich locker. Ich hätte echt Bock drauf, den Pistolendrachen zu spielen. Wie du willst, Alter. Ich zieh wieder mal und was kriege ich? Die Lady der Einöde, wa? Genau. Nun gut, dann rufe ich mal die Kriegerlady der Einöde im Angriffsmodus. Ich weiß nicht gerade sehr viel, aber es bringt trotzdem was. Und wechsel in die Kampfphase. Explodierdrache. Vernichtet ein verdecktes Monster. Attacke. Also eine Knochenmaus ist doch schon was Nettes. So, Teslos, darf ich bitten, ihm ein bisschen Feuer im Arsch zu machen. Und im Arsch natürlich nicht ihm. So, Kriegerlady, der Einöde. Tritt ihn doch mal voll in sein Face mit deinen Legends. Natürlich mit deinen High Heels. Ja, bis zum Knien. Egal, das war's meiner Seite her. Du bist da dran. Keine Chance hat er. Nicht die geringste. Man ganz ehrlich, Leute, wie will denn der Typ mit so einem Deck, mit solch schwachen Karten überhaupt gewinnen? Ich meine, hallo, die Karten haben kaum über 500 Angriffspunkte. Willst du eigentlich das reißen? Ah, Drücke des Kriegers, okay, für später vielleicht mal. Knochenmaus. Hat er überhaupt Angriffspunkte? 400, Na dann, nun wird es Zeit, ein weiteres mächtiges Monster zu rufen, indem ich meine Kriegerlady und auch meinen Explodierdrachen opfere. Rufe ich den mächtigen und gefürchteten Pistolendrachen. Und gleich ist so Seelekumpel, denn durch seine besondere Fähigkeit kann ich 3 Münzen werfen und wenn 2 davon, naja, sagen wir so, wenn 2 davon Kopf zeigen, dann bist du Schnee von gestern. Das war ja klar. Wie jetzt, waren 3 Zahlen oder? Ich verstehe gerade das Symbol nicht von der Ente, ist ja egal. Was soll der Quatsch? Teslos! Vernichtet ein Verteidigungsmonster. Attacke! Was Insekte. So, Pistolendrache! Direkter Angriff! Oh, das wird wehtun, Mary. Das wird sehr wehtun. Die Mucke ändert sich, denn das Spiel weiß, dass ich gewinne. Ja, komm schon, hau raus, das ist keine Chance. Und er versucht den gleichen Scheiß noch einmal. Was mich auch interessieren würde, ist, was eine verdeckte Karte eigentlich ist. Okay, wisst ihr was? Interessiert mich echt gerade. Pistolendrache! Aktiviert eine besondere Fähigkeit und zerstöre seine verdeckte Karte. Wie? Wollen wir mal jetzt mal Monstern? Tatsache, was andere Karte? Hier, Mann, Jackpot! Weil ich hätte schwören können, dass es eine... Was ist die andere Form? Weil ich habe ja schon mal erwähnt, es gibt noch so eine
glaube, der heißt Revolverdrache oder so. Auf alle Fälle gibt es noch mal eine andere Form von diesem Drachen. Der hat ein bisschen weniger Angriffspunkte und nach einer Stufe weniger, also sprich ein Stufe 6 Monster. Bei dem musst du auch irgendwie 2 von 3 Kopf haben, damit du eine Karte zerstören kannst. Aber ich hätte schwören können, es ging bei Monster- und Zauberfallenkarten. Verrückt. Aber ist auch egal, Teslos. Schick ihn zurück in die Hölle. Was gibt's nicht? Du. Oh Mann, hey, ich vermisse ein bisschen die Siegesmucke. Wow, was eine DP, geil. Apropos Siegesmucke, Leute, die hatte mir bereits, glaube ich, den ersten und zweiten Part geschrieben, von wegen Yu-Gi-Oh! Pro Online, dass ich da mal das zocken kann. Ja, Lenny. Ja, das ist der Name. Tschüss. Das ganz kurz noch, natürlich werde ich das mal zocken, das ist ganz klar, weil es ja auch von wegen Online-Mails kannst du zocken. Eigentlich ein ganz geiles Spiel ist. Und da würde mich gerne mal interessieren, gibt es eigentlich dort, wenn man irgendwie gewonnen hat und so, gibt es eigentlich noch spezielle Musik oder gibt es auch noch spezielle Kartenanimationen? Weil ich weiß von dem her ja nur Yu-Gi-Oh! Pro Online hat ja eigentlich von dem her einfach nur ein normales Kartensystem, sprich kein Story-Modus und so. Aber ich wüsste nicht, ob es da irgendwie noch spezielle Karteneffekte, also sprich Animationen gibt der Karten, oder ob es einfach nur, ja, normales Kartensystem einfach nur ist. Was ja theoretisch ja auch für ein normales Yu-Gi-Oh! Spiel reichen würde, oder? Man muss nicht immer gerade alles die tollen Effekte haben zu haben. Aber für so ein Yu-Gi-Oh! Spiel, das jetzt hier, wo es halt darum geht, dass man ja ein bisschen eine Story hat und zum Hintergrund gegen andere Charaktere aus Yu-Gi-Oh! Welt antreten kann, da finde ich das eigentlich schon ein bisschen wichtig, dass man das machen kann. So, genug davon. Gleich mal gegen den Rattier. Oh, Götzenverehrung. Oh, Level 5. Okay, erstmal dahin. So, noch ganz kurz speichern, man weiß ja nie. Dann, wenn wir ganz kurz einen Typenblatt machen und dann uns mal noch neue Karten holen. Zumindest mal ist das so der Plan. Dass das aufgehen wird, wir sehen es gleich. Alles klar, bewegen. Stoppfeld, braucht alle AP. Oha. Hä, nutzt mein PDA-Netzstop gut? Ein Netshop? Wer ich? Ich bin der Rati, Besitzer des Netshops, auf dem du über dein PDA zugreifen kannst. Oh, das habe ich fast vergessen. Dafür, dass du vorbeigekommen bist, gibt es noch ein kleines Geschenken. Wenn du mich in einem Duell beschlägst, gebe ich dir eine Karte. Bist du bereit? Dann auf ins Duell. Der erinnert mich ein bisschen an Meister Popo aus Dragon Ball. Ach, genau die gleiche Fresse, die gleichen Lippen. Na gut, die Hautfarbe ist ein bisschen anders. So, mal gucken. Schere, Stein, Papier. Ich nehme die Stein. Okay, da ist echt die Popo. Haha, geschlagen. Psychologie for the win. So. Bin ich mal Erster und es ist Zeit für ein Duell. Das Starterdeck gegen die Götzenverehrung. 60 Karten? Ist der wahnsinnig? Der führt doch garantiert aus dem Schild. Egal. Ich zieh mal. Oh, Schildstoß, ganz geil. Ich habe echt geile Zauberkarte auf der Hand. Das ist ganz geil. So, als erstes mal rufe ich mal die Kriegerlady der Einöde. Nicht so laut sagen, ja. So, eine Karte verdeckt zum Monster und noch eine Karte ganz normal verdeckt. So, Kumpel, du bist dran. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Jetzt bin ich mal gespannt. 60 Karten, was will denn der rufen? So ein starkes Viech? Oh. Meine Lady, nein! Natürlich wieder aktivieren. Ihre besondere Fähigkeit. So, was rufen jetzt als Spezialbeschwörung? DD-Krieger? Nee. Der will was, alles klar. Dann rufe ich mal den Elfenschwertkämpfer im Angriffsmodus. Oh, Leute, ich glaube, der Typ ist ein anderes Kaliber. Das könnte heavy werden, alles klar. Danke, Alter, jetzt bin ich wieder dran. Was mache ich denn jetzt? Verstärkt. Oh. Was war das gerade für eine Karte? Das habe ich nicht richtig gesehen. Pikiros war der Gedanke. Okay. Das ist crazy.
Egal, falls kein Nicht-Licht-Monster auf dem Spielfeld findet, zerstört diese offene Karte. Tja dann, Alter, wir Zeit für meine Zauberkarte. Spalt! Und tschüss, Don und Jan. So dazu, jetzt rufe ich mal Daigräfer, den mächtigen Krieger im Angriffsmodus. Na, da meine Kriegermonster. Es wird Zeit, seine Lebenspunkte grandios zu dezimieren. Direkter Angriff. Auf Raffis Lebenspunkte, wie der Typ heißt. 3100 Punkte verloren in einem Zug. War mal zu übel. So. Meine zweite Main-Phase. Setze eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Fürs Erste. Na dann soll ich mal ganz... Jupp. Jetzt nochmal zeigen, was er drauf hat. Was machst du denn da? Monster verdeckt. Das war's jetzt mal. War schon alles? Du Flasche, hey. Na dann, ich ziehe. Ah, das sieht doch schon mal sehr geil aus für einen direkten Kombi-Angriff. Als erstes spiele ich mal diese Zauberkarte. Schildstoß. Ciao, ciao, verdecktes Monster. Sehr gut, das verbotene Zaubergruppe der Eisbarriere. Keine Ahnung. Dann aktiviere ich meine Zauberkarte. Rückkehr des Kriegers. Und hole meine Lady Einöde zurück vom Kartenfriedhof. Yeah, Mann, geil. Nun dann. Nun rufe ich meinen blöden Captain im Angriffsmodus. Und kann durch seine besondere Fähigkeit gleich noch ein Monster meiner Hand aufrufen. Und zwar meine Kriegerlady. Nee, noch nicht. Kommt ja später. Kriegerlady, zeig, was du drauf hast. So. Oh, jetzt kommen wir jetzt ganz übel für dich. Denn ich aktiviere Verstärkungen. Und verstärke meinen Daigräfer. Auf dass er übelst mächtig wird. Nun denn. Kriegerlady, Attacke. Oh, gar nicht gut. Das du echt alles ist alles andere als gut. Captain. Direkter Angriff. Scheibenkleister. Elfenschwerkämpfer. Zeigen eine mächtige Klinge. Kacke. Und nun, Daigräfer, wird es Zeit. Erledige ihn mit Excalibur-Schlag. Und so schnell kann es gehen. Wow. Schnellabschlussbonus. Alter, kriegen wir viele DP. Ist ja übel. Zup. Na, komm, ein bisschen erstaunt, wa? Wow, du bist ein harter Brocken. Okay, ja, bitteschön. Die Augen, ey. Eine meiner wertvollsten Karten, setzt sich gut ein, ja? Dunkles Magiermädchen, yeah! Geil! Stoppfeld, denn der Rest von AP verbraucht, ja von mir aus. Tja, jetzt. PDA. Das schwarze Magiermädchen. Na gut, natürlich ohne schwarzen Magier bringt sie noch nicht so viel. So, nochmal fortfahren. Dann, Leute, wird es Zeit, unsere TPs einzutauschen. Yeah, Mann, mache ich jetzt in dieser Folge noch. Und zwar im Shop. Pack kaufen, yeah, Mann. So, was darf denn sein? Oh, ein paar neue Karten. Startdeck 2010 für Anfänger. Sehr zu empfehlen. Da beginnt Dark Revolution. Dark Revolution 1 und 2. Duelist Genesis für die Synchromonster. Ja, was nehme ich denn jetzt? Schwierige Frage, die kann jetzt zwar billiger um 120. Wisst ihr was, ich kaufe mal 5 von dem. Also ein bisschen erhöhen. C, wa? 5 Mal, genau. Dankeschön. Und dann mal noch, Moment, mal ganz kurz mal gucken, wie es aussieht. Zeigen die Karten. Okay, das ist Nummer 1.
Gojo-Wächter, geil! Sternstaubdrache, wir haben ihn! Sind nur noch ein paar Synchromonster. Synchro natürlich Empfänger, Entschuldigung. Mir fehlen noch ein bisschen die Empfänger, aber dann eher sein soll Spielzeugmagier. Wäre eigentlich durchaus eine Idee. Meister der Gedanken. Ach du Scheiße, mache das denn mit dem? Psi-Befehlshaber. Ja, das Problem ist, ich momentan eher so ein Kriegerdeck, also sprich, ich würde auch eher so Kriegerempfänger noch nehmen. Wenn es irgendwie gehen würde. Was sind das? Angriffsbefehle? Desynchro. Ja, das kann durchaus, wobei es keine Schnellzauberkarte, das ist natürlich ein bisschen doof. Der Säbel. Gojo-Werte ganz geil, vor allem Sternstaubdrache. Wir haben die Kartenhändler, Leute. Ganz geil. Sogar nochmal. Und jetzt kaufe ich mir mal 5 Booster. Der neue. Was denn jetzt? Premium Pack. Voller toller Karten. Na toll, Alter. Kauf mal von dem hier, wa? Starterdeck. Dann zeig doch mal her, was wir jetzt hier für schöne Karten haben. Gartenzerstörung, geil! Schnellsynchron, auch cool. Okay. Riesentornade! Ja, Grübelsynchronisierer, wir haben ihn. Der ist vor allem ganz wichtig, Leute. So ein Finsternismonster, trotzdem kann man ihn ganz gut gebrauchen. Giga, vorhin schon mal erwähnt. Flammenpatch, okay, für ein Verteidigungsmonster eventuell. Schneller Krieger. Du kannst dann Gegner in diesem Zug direkt angreifen. Andere Monster können nicht in dem Spielzug angreifen, indem du diesen Effekt aktiviert hast. Kann auch ganz nützlich sein. Geschützturmkrieger, der wird vor allem noch hilfreich sein. Hayabusa-Ritter wohl eher weniger. Man kann er zweimal angreifen, aber trotzdem. Gerümpelsynchronisierer, ein Highlight. Hypersynchro, ne, eher weniger. Und vor allem, ja, ich meine, klar, der Drache wird jetzt 800 Angriffspunkte mehr dazu kriegen, aber da unten steht es ja, im Fairness werden der Endphase aus dem Spiel. Hallo? Sonst noch Wünsche? Der Menschenfresser-Käfer. Ein Käferdeck oder Erddeck vielleicht schon, aber im aktuellen? Naja. Schnellzielsynchron, der ist cool. Ja, dass ein Synchronmonster, das Empfängermonster aufführt, ja. Der ist ein bisschen tricky, trotzdem kann man den ganz gut noch einsetzen. So, Stahlschaum nehmen wir bereits. Tempokrieger, Also gut, haben wir bereits. Instabile Evolution, Kartenzerstörung, Riesentornade, Rettungsleine. Was wird eine ganze Hand ab um das Monster? Oh. Ja gut, weil wir jetzt keine Karte auf der Hand haben. Eine gute Frage, kann ich den Effekt trotzdem einsetzen oder geht es ja gar nicht, wenn ich gar keine Karte auf der Hand halte? Können wir mal ausprobieren, also theoretisch die Karte mal so übel. Können wir nochmal gebrauchen, obwohl ja weniger. Die ist geil, Eisenschrot Vogelscheuche. Damit kannst du den Gegner so richtig schön nerven. Staubtornado ist auch geil. X-Säbel Urbelon, nicht Empfängermonster. Ja, seht schon, wir haben bereits jetzt schon ganz geile Karten, Leute. Tja, wisst was? Die restlichen Diebe werden dann im nächsten Part aufbrauchen und dann können wir uns direkt mal aussuchen, welche Karten wir dann in unser neues Deck aufnehmen werden und welche wohl eher noch ein bisschen auf sich warten lassen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen!